Hey, schön heute diese Predigtreihe fortzusetzen. Vielen Dank. Jesus hat seine allererste Predigt gehalten und er hat gesagt, er ist gekommen für 4 Dinge. Ich möchte die gerne vorlesen. Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus sagt, der Heilige Geist ist auf mir, um 4 Dinge zu bewirken. Wenn der Geist Gottes wirkt, sagt Jesus, dann werden Arme gute Botschaft bekommen. Gefangene werden frei, Blinde können wieder sehen und Menschen werden in Freiheit gesendet. Sie werden befähigt und gesendet. Und falls du neu bist in unserer Kirche, herzlich willkommen. Und vielleicht hast du noch nie etwas von diesen 4 Dingen gehört. Und ich sage es dir jetzt, sie sind wichtig für uns als Kirche. Wir haben die vor 5 Jahren wie proklamiert über die nächsten 20 Jahre. Und am 25-jährigen Jubiläum, vor 3 Wochen glaube ich, haben wir gesagt, hey, wir gehen für das, was Jesus sein Anliegen ist. Wir als Kirche haben Gottes Reich als Priorität. Unser Hauptfokus sind diese 4 Dinge. Und ich bin letzten Sommer ein wenig, habe mir ein paar Abende und Wochen Zeit genommen, danke, das lenkt mich ab. Danke. Wir haben uns Zeit genommen, um zu schreiben, wie sieht denn das konkret aus? Wenn diese 4 Dinge geschehen, wie sieht das ganz konkret, handfest für unsere Church aus? Und dann ist ein Text entstanden, ein Video entstanden und das Thema von heute ist dieses letzte, Befähigung und Aussendung. Und ich möchte euch diesen Ausschnitt jetzt zeigen, diese Vision. Die Kirche, von der wir träumen, befähigt Menschen, dem Missionsbefehl von Jesus zu folgen. Sie sendet sie in alle Bereiche der Gesellschaft und in alle Regionen der Welt, damit sich Gottes Reich weiter entfaltet. Diese Kirche sieht ihren Erfolg nicht nur in ihrer Sammlungskraft, sondern ebenso in ihrer Sendungskraft. Gott gegebenes Potenzial von Menschen wird durch eine Kultur der Ermutigung freigesetzt. Wir sehen eine Kirche voll mit Menschen, die ihre Berufung kennen, fest im Glauben stehen und in der Nachfolge mündig geworden sind. Überall in der Gesellschaft übernehmen sie Verantwortung und prägen diese Welt zum Besseren. Mehr Befähigung und Aussendung. Amen, Amen. Hey, ein Aspekt, der sich in der Bibel immer und immer wieder findet, ist, dass Gott ein Gott ist, der sendet. Adam und Eva werden gesendet in den Garten. Seid fruchtbar und mehrt euch. Deswegen haben wir im ICF Basel-Land 40 Kinder plötzlich, weil wir diesen Auftrag ernst nehmen. Abraham wird von seiner Heimatstadt gesendet nach Ur. Jona wird nach Ninive gesendet. Mose wird zum Pharao gesendet. Gott sendet. Und dann die große Story, Gott sendet seinen Sohn, Jesus, auf diese Welt, um diese Welt zu erreichen. Und das, was mit den Menschen geschieht, die Jesus begegnen. Menschen werden frei, ihnen wird vergeben, ihre Ketten fallen ab und dann, was tut Jesus? Er sagt nicht, ja, bleibt jetzt bei mir und habt eine schöne Zeit und trinkt Kaffee mit mir oder einen Döner, sondern er sendet sie out. Er sagt, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Gott ist ein sendender Gott. Und Gott hat Berufungen für Menschen. Und auch für dich heute Morgen. Mein Gebet war für diesen Sonntag, wenn wir dieses Thema anschauen, Befähigung und Aussendung. Und das ist meine Erwartung für heute Morgen,
dass Gott heute für jeden Einzelnen, heute hier, egal was deine Geschichte ist, woher du kommst, ob du schon mit Gott unterwegs bist oder nicht, eine spezifische Berufung hat. Ich bin überzeugt, dass Gott heute zu dir persönlich sprechen möchte. Und für einige von uns wird das eine Bestätigung sein, dass wir am richtigen Ort sind, wo Gott uns haben möchte. Aber ich glaube, heute Morgen ist ein Moment, wo Gott radikal Leben verändern wird, weil er zu dir persönlich sprechen wird und dich aus deinem Umfeld herausnimmt in ein neues. Eine neue Berufung für dich hat. Und das ist mein Gebet und ich bin überzeugt, dass Gott heute hier ist und das tun möchte. Ich habe das persönlich für mich so erlebt vor 15 Jahren oder so. Ich war an einer Bibelschule in Australien. Und ich war da so weit, dass ich mein Leben Gott zur Verfügung gestellt habe. Ich habe gesagt, Gott, hier bin ich, sende mich. Und ich habe gesagt, Gott, ich gehe nach Afrika, ich gehe nach Japan, ich gehe nach Südafrika oder in die Karibik, genau, wo auch immer. Ich war an diesem Punkt, wo ich Gott alles gegeben habe. Ich war ready, ich habe gesagt, Gott, hier bin ich, du kannst machen, was ich will, was du willst mit mir. Und ich habe gewusst, dass ich heiraten möchte. Und ich habe gewusst, die nächste Frau, die ich kennenlerne und mit der es ernst wird, mit der möchte ich dann auch heiraten. Und ich möchte eine Frau, die mit mir auf diesem Weg unterwegs ist. Weil ich hatte eine Vergangenheit mit Beziehungen und Frauen, die war nicht gut. Das war unschön und ich habe mich auch dafür geschämt für meine Geschichte. Ich habe gewusst, die nächste Frau, die ich habe, mit der will ich Kirche, Reich Gottes bauen. Egal wo, was Gott uns sagt. Und dann habe ich eine hübsche Frau kennengelernt. Eine wunderhübsche Frau aus Finnland. Blond, hübsch, an einer Bibelschule. Und die Frau hat gesagt, sie will Gott dienen, egal wo. Und ich habe gesagt, oder gedacht zuerst, Jackpot, das ist meine Frau. Ich brauche eine Frau, die ready ist, überall, wo Gott sagt. Und dann haben wir begonnen, uns zu treffen, haben wir uns begonnen zu daten und wir haben geredet, ja, was ist unsere Berufung, wo wollen wir hin? Und beide so, ja, keine Ahnung, wir sind offen für egal, was Gott tun möchte. Und dann war es in einem Setting wie jetzt hier. Es war ein Studentengottesdienst. Es ging keine Ahnung mehr um was. Aber Gott sprach zu mir in diesem Moment, nicht jetzt akustisch, keine Angst, ist alles noch gut bei mir, aber ich kann es nicht beschreiben, in mein Herz hinein, deutlich wie nichts. Du musst in die Schweiz. Und es war für mich so klar, ich muss in die Schweiz, ich will Kirche bauen in der Schweiz, ich komme von da, ist ein bisschen komisch, egal, ich wäre jetzt auch nach Afrika, Gott, aber Gott sagte mir in diesem Mal, du gehst in die Schweiz, du gehst in die Schweiz. Und ich war völlig pumped, ging zu dieser Frau und erzählte ihr von uns, hey, wir gehen in die Schweiz. Und diese Frau schaute mich an und hat gesagt, nein, was ist das, die Schweiz? Ist das bei Schweden oder was? Und die war überraschenderweise nicht begeistert davon. Und unsere Beziehung war in dem Moment beendet. Also das war ja nicht mega ernst. Und ich bin froh, war es beendet, weil sie wollte nicht in die Schweiz und für mich war es klar. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich sage dir, wenn du Ja sagst zu Gott und zu seinen Plänen, die er für dich hat, heißt das manchmal, dass du Nein sagst zu anderen Dingen. Und oft, wenn wir Ja sagen zu Gott, bedeutet das, dass wir einen Preis bezahlen, Dinge loslassen. Und wir merken erst im Nachhinein, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, dass Gott noch etwas Besseres auf der anderen Seite deiner Entscheidung für dich vorbereitet hat. So kam ich in die Schweiz zurück und traf meine jetzige Frau Marisa und ich bin so glücklich. Ist das jetzt so geschehen? Halleluja, Halleluja. Wenn du Ja sagst zu Gottes Berufung, gibt dir das Fokus für das, was du weißt, was du zu tun hast, aber es gibt dir auch die Kraft, Nein zu sagen zu Dingen, die vielleicht gar nicht falsch wären, aber du weißt, sie entsprechen nicht
meiner Berufung, meiner Sendung, die ich von Gott habe. Christ zu sein bedeutet, gesendet zu sein in diese Welt. Und du bist vielleicht nicht berufen, um nach Japan zu gehen oder Afrika zu gehen, aber du solltest als Christ bereit sein, wenn Gott sagt, du sollst gehen. Da ist die Challenge da. Aber viele von uns sind nicht dazu berufen, jetzt irgendwo in ein anderes Land zu gehen, sondern an dem Ort, wo sie sind, gesendet zu sein. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du Nachfolger bist von Jesus, bist du Salz dieser Erde. Salz reinigt, Salz konserviert, aber Salz ist auch ein Geschmacksverstärker. Mit Salz kann man übersalzen, aber Salz macht ein Gericht schmackhaft. Gestern hatte ich ein Chicken Wing gegessen von meiner Nachbarin auf dem Grill und es war kein Salz dran. Das ist wirklich hässlich. Aber wenn du Salz hinzufügst, kannst du den Geschmack, den Eigengeschmack dieses Chicken Wings hervorbringen. Und du und ich, wir sind Salz. Das heißt, wir bringen Gottes Potenzial, das er in dieser Welt gesetzt hat, hervor. Wir ermutigen Menschen, wir sehen die Ebenbildlichkeit Gottes in unseren Nachbarn, in unseren Arbeitskollegen, in unseren Schulklassen. Du bist dort, wo du bist, Salz. Du hast eine segnende Funktion. Und mein Traum ist eine Kirche, die voll ist von Menschen, die wissen, sie sind Salz. Jesus sagt nicht, sei Salz, sondern er sagt, du bist Salz. Das ist deine Identität. Du bist ein Geschmacksverstärker für diese Welt. Dort, wo du bist, schätzen dich Menschen, weil du Segen bringst, weil du Potenzial hervorbringst. Ich möchte, dass du verstehst, ich bin gesendet auf meine Arbeit, in meiner Schule, in meinem Job, im Studium. Und ich bete und meine Erwartung für heute ist, dass du Gott nochmal neu hörst für deine Vision. Ich träume von einer großen Kirche. Wir träumen von einer großen Kirche, einer wachsenden Kirche. Und das sind wir auch. Aber wenn alles, was der Heilige Geist tut, es ist, Kirchen zu vergrößern, dann wäre heute in Jerusalem die größte Kirche der Welt. Wenn das alles ist, was der Heilige Geist tut, nämlich zu sammeln, dann wäre in Jerusalem heute die größte Kirche der Welt. Aber der Heilige Geist sammelt nicht nur, der Heilige Geist sendet in diese Welt. Und ich juble jedes Mal, wenn wir Menschen aussenden können in diese Welt. Weil dann mache ich, yes, wir sammeln nicht nur, sondern wir kooperieren mit dem Geist Gottes. Das ist ein Zeichen der Gesundheit. Und ich möchte euch heute 2 oder 4 Menschen vorstellen, die Gott berufen hat, einen mutigen Schritt zu gehen. Und sie werden als Familie nach Peru ausreisen, weil Gott sie beauftragt hat. Ich möchte gerne auf der Bühne willkommen heißen, Familie Maurer, Gabriel. Einen Applaus für Gabriel, für Rahel, für die Kinder. Ups, genau. Yes. Kommt doch nach vorne. Danke. Yes. Hast du ein Mikrofon? Mikrofon? Ja, der. Wer kennt die Familie Maurer? Oder kennt sie? Ja. Wie lange seid ihr schon im ICF jetzt? Ich seit 2001, seit 2000? Ja, über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Ja, genau. Und Gabriel 99. Und Gabe, du? 24 Jahre. Unglaublich. Und erzählt mal, was habt ihr vor als Family? Genau, wir fliegen am 23. Juli für mindestens 3 Jahre nach Peru, um im Missionsspital die Hospice Sullana zu arbeiten. Genau, da seht ihr das Spital. Gabriel als diplomierter Pflegefachmann und ich als MPA. Das Spital befindet sich in Curahuasi
Das liegt in den Anden auf 2650 Metern. Es wurde 2007 durch das deutsche Ärzte-Ehepaar John gegründet und bis heute wurden dort über 500.000 Quechuas behandelt. Die Quechuas leben vorwiegend in der Andenregion und leiden unter bitterer Armut und gesellschaftlicher Diskriminierung. Sie leben vom Ackerbau wie bei uns vor 100 Jahren. Die Quechuas erhalten im Spital eine sehr gute medizinische Versorgung, aber was mindestens genauso wichtig ist, Liebe und Respekt, weil das erhalten sie sehr, sehr oft nicht. Es hat 100 Betten, 6 Operationssäle, eine Augenklinik, Zahnklinik und noch ganz vieles mehr. Es sind ca. 200 Peruaner dort fest angestellt am Spital, also es ist ein sehr großer Arbeitgeber in der Region. Und so ca. 50 Missionare arbeiten zurzeit dort. Die Missionare, die werden durch einen Spenderkreis aus ihrem Herkunftsland finanziert, so wie auch wir. Dadurch können die Quechuas zu sehr, sehr wenig Geld sehr gut medizinisch behandelt werden. Unsere beiden Kinder werden dort die Dios-Pisuyana-Schule besuchen. Zurzeit gehen 570 Schüler dort zur Schule, vom ersten Kindergarten bis Oberstufe. Der Unterricht findet auf Spanisch statt. Und es gibt ein Patenprogramm, wo Kinder aus Europa zum Beispiel vor Ort unterstützt werden können, damit auch die Kinder aus ärmsten Familien Zugang zu guter Schulbildung erhalten. Also ihr geht jetzt für 3 Jahre und verlasst alles, was ihr habt, euren Job und so weiter. Erzählt mal, was kostet euch das, diese Entscheidung? Wir verlassen unsere Komfortzone, das heißt Familie, Freunde, Kirche, unser Zuhause und unser sicheres Einkommen. Wir müssen mit weniger auskommen, weniger Material, Kleider, Spielsachen, denn wir haben pro Person 2 Koffer, die wir mitnehmen können. In Peru gibt es kein sauberes Trinkwasser, zum Teil gibt es nicht genügend Wasser am Haus, zum Teil gibt es Stromausfälle und die Straßen sind sehr schlecht. Im Ort hat es nur wenige asphaltierte Straßen. Wir machten den Schritt aufs Wasser und kündigten unsere Arbeitsverträge auf Ende Dezember, weil wir Ende Januar ausreisen wollten, aber wir fanden keinen Mieter für unser Haus. Wir haben dann im Dezember die Handbremse gezogen und unsere Ausreise auf Eis gelegt. Dies war sehr herausfordernd, ganz auf Gott zu vertrauen und zu glauben, dass Gott einen Weg für uns hat. Wir fragten noch ein zweites Immobilienbüro an, aber die gaben uns schlechte Prognosen. Die sagten, ja, dieser kleine Ort, das alte Haus und für 3 Jahre einen Mieter zu finden, da braucht es ein Wunder. Und wir wussten, wenn wir bis zum Sommer keinen Mieter finden, dann würde unsere Ausreise unklar. Genau, dann beteten wir für das Wunder. Der Januar hielt ein, weder Mieter noch Jobs waren in Aussicht. Wir waren sehr entmutigt und frustriert, weil wir haben gedacht, wir haben doch alles gut aufgegleist, aber irgendwie funktionieren unsere Pläne nicht so. Ich war dann Ende Januar hier im Gottesdienst und als ich hereinkam, war es für mich so ein Nachhausekommen. Der Worship-Leiter sagte, wenn du keinen Glauben hast, sind ganz viele Menschen heute hier, die für dich glauben. Und das hat mein Herz so tief berührt, weil ich war so an dem Punkt angelangt, ich konnte nicht mehr glauben. Ich war so müde zu glauben und zu hoffen, dass Gott einen Plan hat und dass er irgendwie aufgeht. Ich sagte dann auch während dem Gottesdienst zu Gott, okay, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Bis Ende Januar brauche ich das Wunder, sonst verliere ich die Perspektive ganz. Bekanntlich kommt ja Gott nie zu spät, doch manchmal fast. In der letzten Januarwoche öffneten sich mehrere Türen. Ralf fand einen Job beim alten Arbeitgeber, ich über ein Temporärbüro
und wir fanden einen Mieter. Einzelne Spenden waren bis da schon eingegangen. Und wir wussten, wir brauchen 80% der monatlichen Ausgaben, damit uns die Missionsgesellschaft 7 anstellt und uns aussenden würde. Wir fragten weiter nach, fuhren verschiedene Kommunikationswege und nach kamen Spendezusagen zusammen. Nun ist es so, dass wir über 100%, wir haben über 100% der benötigten Spendezusagen zusammen. Wir sind überwältigt und bedanken uns bei euch von ganzem Herzen, denn ihr ermöglicht uns die Mitarbeit bei Dios Pisuyana. So cool. Ja, was mich immer wieder sehr herausgefordert hat in dieser Zeit, waren auch unsere beiden Kinder. Wie ist das für sie? Wir reißen sie hier aus ihrem Alltag, aus ihrem Freundeskreis heraus, pflanzen sie wo ganz anders ein. Das hat mich immer wieder sehr herausgefordert. Darf ich Ihnen das zumuten? Aber irgendwie habe ich auch immer wieder Frieden dafür bekommen. Und ich weiß, es sind viele andere Familien auch dort vor Ort, wo sie neue Freunde auch finden dürfen. Und genau, die meiste Zeit freuen wir uns jetzt alle sehr. Ila, magst du mal sagen, auf was freust du dich in Peru? Ich freue mich auf den Garten und auf den Ping-Pong-Tisch, wo es hat. Und auf die Früchte. Und Mava, auf was freust du dich? Esel. Genau, wir mieten ein Haus inklusive Esel. Das war die Bedingung. Wenn wir dieses Haus nehmen, dann mit Esel. Dann haben wir gesagt, ja, also gut. Das haben wir noch nie gehabt. Genau, und das ist jetzt ein großer Motivator auch für die Kinder. Da freuen sie sich sehr drauf. Genau, zuerst werden wir in Cusco sein, um die Sprache zu lernen, weil wir kein Spanisch sprechen. Das ist auch immer so ein bisschen Hinderungsgrund für uns, zum nicht nach Südamerika zu reisen. Genau, also sind wir zuerst da, um wirklich intensiv die Sprache zu lernen, auch in der Kultur anzukommen, auf der Höhe. Cusco liegt auf 3.500 Meter, das Spital eben dann auf 2,5. Genau. Und was mich persönlich auch sehr herausfordern wird, ist die Armut, insbesondere auch der Bergbevölkerung, der Bergdörfer, die ohne fließend Wasser, ohne Strom, mit sehr, sehr einfachen Verhältnissen leben. Und was auch noch ist, der Alkoholismus ist sehr stark verbreitet und dadurch eine hohe Gewalt an Kindern und an Frauen. Und der Umgang damit, das weiß ich, das wird mich sehr herausfordern und auch etwas kosten. Jetzt eure Kinder nehmt ihr ja mit und die gehen dort in die Schule, nicht in eine internationale Schule, sondern in eine Schule, wo man Spanisch spricht und so weiter. Mich inspiriert das einfach unheimlich, diesen Preis, den ihr bereit seid zu zahlen. Und mich würde Wunder nehmen. Wir sind ja nicht alle berufen, um nach Peru zu gehen und das zu tun, aber wir sind alle gesendet in diese Welt. Und die Frage, warum seid ihr bereit, diesen Preis zu bezahlen? Vor 9 Jahren hatten wir den Vortrag gehört des Gründers vom Spital, Dr. Klaus-Dieter John. Er war hier im ICF im Foyer und hielt seine Präsentation. Wir waren anschließend tief berührt und begeistert davon. Für uns stand fest, wenn wir mal ins Ausland gehen oder einen Missionseinsatz machen, dann am Missionsspital Dios Pisuyana. Alles ist vorhanden, es ist gegeben. Wir können gehen mit unseren Jobs und einfach arbeiten. Wir können den Glauben an Jesus Christus ohne große Worte durch unsere Arbeit praktisch leben. Wir haben dann Bücher gelesen über das Spital, die auch draußen aufgelegt sind, die der Gründer geschrieben hat über Geschichten, die im Spital passieren. Viele davon sind nicht erklärbar. Und ja, unsere Kinder kamen zur Welt und der Alltag nahm uns ein, aber unsere Pläne blieben dauerhaft im Hinterkopf.
Viele Leute fragten immer wieder mal, ja, geht ihr jetzt nach Peru, was ist jetzt? Und ich war noch verpflichtet im Spital, musste noch weiterarbeiten, bis Freunde fragten, ja, hey, wie ist es, werdet ihr es bereuen, wenn ihr nicht geht? Ganz klar, unser ganzes Leben würden wir es bereuen, wenn wir nicht gehen würden. Daraufhin nahmen wir 2021 bewusst Zeit, Gott zu fragen, ob wir auswandern sollen. Ich wollte eine klare Antwort, ein klares Zeichen von Gott. Wir haben uns zurückgezogen und einen Podcast gehört von Benjamin Zeyer. Er ist Urologe am Spital und ist seit 4,5 Jahren mit seiner Frau und seinen 5 Kindern in Peru. Er sagt Folgendes in seinem Podcast. Du lebst nur ein einziges Mal. Was machst du aus deinem Leben? Hättest du alle Ressourcen, Finanzen und Zeit, was würdest du tun? Die Entscheidung, ein zufriedeneres Leben zu führen, für andere da zu sein, beginnt heute. Wir wurden so stark vom Heiligen Geist berührt, dass unsere Frage sofort beantwortet war. Und wir wussten, dass wir nach Peru auswandern. Unsere Motivation ist auch, die Nächstenliebe zu leben, den Ärmsten zu dienen und ein Teil der Geschichte zu werden, die Gott mit Jospi Sujana schreibt. Wir möchten Gott mehr erleben und stärker auf sein Eingreifen angewiesen sein. Zu Hause hängt bei uns ein Kalender mit dem Spruch: A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Also die Komfortzone ist ein schöner Ort, aber es wächst nicht wirklich etwas. Seit dem Schritt aufs Wasser, als wir unsere Jobs kündigten, der uns sehr viel Mut gekostet hat. Und das war dann gleichzeitig auch der Schritt aus unserer Komfortzone heraus, dürfen wir erleben, wie Gott uns versorgt und er immer wieder eingreift. Wow. Ich denke, das inspiriert so viele von uns, zu sehen, wie eine Familie einfach diesen Ruf, den sie von Gott schon von über 9 Jahren gehört hat, jetzt endlich umsetzt. Und wann reist ihr aus? 23. Juli. 23. Juli. 6 Wochen. Wow. Und wir werden jetzt für euch beten und wir werden sie als Church gemeinsam wie aussenden. Und wir tun das mit Gebet und Wort, aber wir möchten euch auch zusprechen, hey, wir stehen hinter euch als ICF Basel, Basel-Land und Lörrach. Nicht nur geistlich gesehen, sondern auch finanziell. Unsere Reach-Kampagne, die im Moment am Laufen ist, ein großer Teil dieser Geldsammlung, wir hören nachher mehr davon, geht direkt an Familie Maurer. Weil wir sehen unseren Erfolg als Kirche nicht einfach in unserer Sammlungskraft, sondern auch in unserer Sendungskraft. Und das ist ein Zeichen der Gesundheit, wenn aus unserer Kirche Gott Menschen berufen darf und die Kirche sendet. Gut, wir könnten euch gut gebrauchen hier. Wir werden euch auch vermissen, oder? Aber hey, wenn Gott ruft, dann ist es gut, wenn wir dem Folge leisten. Und lasst uns doch gemeinsam aufstehen für diesen Moment. Ich bitte auch noch Benjamin Pang von der SIM Missionsgesellschaft auf die Bühne zu kommen. Die Missionsgesellschaft, die die Familie begleitet. Und vielleicht beten wir gemeinsam und vielleicht streck deine Hände aus zu dieser Familie als Symbol für die Unterstützung. Und lass uns gemeinsam beten für die Familie. Okay? Jesus, wir danken dir für die Familie Maurer, für die Kinder, für deine Geschichte. Jesus, und wir bitten dich für deinen Segen, für ihre Reise, für ihre Zeit dort, mindestens 3 Jahre. Wir beten, dass du die Familie schützt. Wir stellen sie unter deinen Schutz, Jesus.
Vater, wir bitten dich, dass du deinen Segen ausschüttest über diese Familie. Dass wenn sie Dinge jetzt loslassen, vielleicht ihren Wohlstand, ihre Komfortzone, ihre Sicherheiten, dass du auf der anderen Seite wartest und sie über die Maßen überschüttest mit allem, was sie brauchen und noch viel mehr, dass sie dort dir und deinen Menschen dienen dürfen. Wir bitten dich, Vater, für die Kinder, für Eli und Marva in dieser Schule. Auch du hast eine Berufung für die beiden. Sei ihnen nahe. Schenk ihnen die richtigen Freunde. Wir bitten dich für Energie für ihren Dienst, für Geduld, für Durchhaltevermögen. Und Jesus, du hast gesagt, das, was wir einem dieser Geringsten getan haben, das haben wir dir getan. Und so spreche ich aus über euch. Wir sprechen aus über euch als ICF Basel, dass ihr Begegnungen haben dürft mit Jesus, wenn ihr den Armen dient, den Ärmsten der Armen, dass ihr in diesen Augen Jesus seht. Und Vater, ich bitte dich, erfüll du sie mit deinem Geist nochmals neu. Mit deiner Liebe, mit deiner Autorität, mit allem, was du hast. Und wir sagen, wir stehen hinter euch, Familie Maurer. Wir stehen an eurer Seite. Und der allmächtige Gott ist mit euch als Familie. Seid gesegnet. Amen. Amen, Amen. Hey, lasst uns den einen herzlichen Applaus geben. So inspirierend, hey. Ihr könnt stehen bleiben. Genau, Entschuldigung, weil ich möchte gerne jetzt für uns beten. Und wie gesagt, wir alle sind Salz in dieser Erde. Wir alle haben eine Berufung von Gott. Und ich finde dieses Bild von Pfingsten so schön. Das erste Pfingsten wird beschrieben, wie der Geist Gottes auf diese 120 Jünger kommt. Und es wird beschrieben, wie Feuer in den Raum kommt. Aber es heißt ganz spezifisch, dass jeder einzelne dieser 120 eine Flamme auf dem Kopf bekommt. Stell dir vor, das heißt für jeden Einzelnen eine spezifische Berufung. Nicht eine generelle Berufung, wir sind alle gesendet und du gehst jetzt nach Hause und sagst, ja, ich bin gesendet und morgen ist wieder alles so. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute in diesem Raum ist. Und er hat für jeden von uns eine Flamme. Für jeden Kopf, für jede Geschichte ein Feuer, einen Auftrag. Und es beginnt dort, wenn du sagst, hier bin ich Gott, sende mich. Hier bin ich Gott, sende mich. Und wer weiß, wo Gott dich sendet? Wer weiß, was er vorhat mit dir? Aber ich bin heute nicht hier hingekommen, einen Sonntag zu feiern wie jeder andere Sonntag auch. Und ich glaube, dass heute jetzt ein Moment ist, wo Gott spricht. Und vielleicht weißt du es, wo Gott dich haben will, aber du hast dich gewehrt. 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, vielleicht bist du so ein Jona und ich bin dein Walfisch. Nein. Und du weigerst dich, du weißt, was Gott von dir will, wo er dich will. Aber du hast dich gewehrt, weil du vielleicht Angst hast, dass Gott dich nicht versorgt oder das, was Menschen denken von dir, wenn du dem Folge leistest. Vielleicht hast du dich eingelebt, hast du dir es gemütlich eingerichtet in deinem Job. Und schau nochmal, ich weiß nicht, vielleicht sendet Gott die wenigsten von uns weg, sondern du läufst mit einem neuen Sendungsbewusstsein durch deinen Alltag. Dass du weißt, dort wo du bist, ich bin Salz, ich bin von Gott hier hingestellt.
Und ich möchte jetzt gerne, dass wir für einzelne Personen beten. Und ich habe auf dem Herz, ich habe das Gefühl, heute sind Menschen hier. Und Gott beruft dich für einen vollzeitlichen Dienst. Also wir sind alles Vollzeitchristen, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt noch ein anderes Level, wenn du sagst, ich arbeite nicht mehr in einem weltlichen Betrieb, sondern zum Beispiel für ein Werk oder für eine Kirche. Ich gehe in die Mission, was auch immer. Ich werde Pfarrer, Pastor. Dann bist du wie ein Levit und du bist angewiesen, dass andere dich unterstützen. Und ich hatte das Gefühl heute Morgen im Gebet, dass heute Menschen hier sind oder online. Und das ist dein Tag, wo du Ja sagst zu dieser Berufung. Und wenn du das bist, wenn du merkst, ich bin gemeint, ich gebe mein ganzes Leben hin. Und das sind nicht alle von uns. Aber wenn du merkst, ich bin berufen für diesen Vollzeitdienst, dann streck kurz deine Hand hoch. Amen. Sonst noch jemand? Dorthin? Wow. Sonst noch? Wow. Halt deine Hände kurz oben, das ist ein heiliger Moment. Vielleicht die Leute herum, um diese Leute. Legt kurz eure Hände auf diese Person, wenn es recht ist. Und wir beten jetzt für dich. Schau kurz, vielleicht hinter dich oder vor dich. Es gibt Menschen, dort hat es noch eine Frau, genau. Schaut euch um kurz. Ihr könnt euch bewegen. Wir sind deine Family, okay? Ist gut. Vater, ich danke dir für diesen Moment, für diesen heiligen Moment. Ich danke dir für das Ja dieser Menschen. Ich danke dir für den Glauben, den du geweckt hast in diesen Menschen. Und wenn du deine Hand gehoben hast, dann sprich mit mir mit. Vater, hier bin ich, sende mich, wo auch immer du willst. Mein Leben gehört dir. Du sollst an Bedeutung bekommen, ich soll an Bedeutung abnehmen. Mein Leben, meine Finanzen, mein Besitz gehört dir allein. Sende mich. Amen. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch für eine andere Gruppe von Leuten beten. Und zwar für alle Geschäftsleute hier. Leute, die Verantwortung haben in einer leitenden Position. Und du kannst die Kultur prägen in einer Art und Weise, die du nicht könntest, wenn du nicht die Hauptverantwortung hättest. Und du bist Salz dieser Welt. Und wenn du Geschäftsführer bist, ich möchte gerne für dich beten oder wir gemeinsam, okay? Wenn du irgendein Geschäft leitest oder führst, kurz deine Hand hoch. Sonst noch Leute, genau, schaut euch um, wer die Hand hebt. Und jetzt, wir können auch wieder die Hände auf die Schultern legen für diese Person, okay? Vater, ich danke dir, dass du Menschen platzierst in diese Region mit Verantwortung. Sende du sie, benutze sie für dein Reich. Für die Kultur des Himmels in diesem Geschäft. Dass Menschen aufblühen unter ihrer Leiterschaft. Vater, ich bitte dich, dass du deinen Segen ausschüttest. Amen. Jetzt, wir machen es ein bisschen wegen der Zeit, ein bisschen schneller, okay? Also, alle Lehrer und alle Leute, die in den Medien und in der Politik eine Aufgabe haben, Hand hoch. Medien, Politik, Lehrer, ja genau, okay, komm, wir beten für die Leute, leg die Hände auf, das ist gut. Wir haben Schulleiter unter uns, wir haben Politiker, wir haben in den Medien Menschen. Vater, wir danken dir für diesen Moment. Wir bitten dich, dass du diesen Menschen noch mehr Einfluss gibst, weil sie Ja sagen zu dir, zu deinen
Werten, zu deiner Liebe, zu deinem Reich. Lass sie Salz sein, lass sie Licht sein für dein Reich. Vater, wir danken dir für diesen Moment. Amen. Amen, Amen, Amen. Okay. Ja, Applaus, genau. Hey.